Als de vun dreichter Stunden dabei ass will ich mich ferner seg wieder uschleessen am eng Fredriwe ausdricken, wéi viel Jongkleit, dat der letzter Zeit an is Partei agetrat sinn, wéi viel neii Mambre ma all Mond können registrieren, an opholen, an net, weil mir se sichgänge sinn, herbeigeschleft hun, siveriert hun, mat ze machen, mé als segem Antrieb, weil se fannen, dat wat mir als Politik vertreten, gut ass fir sie, gut ass fir d Letzebauer Land. Ich muss heute dem Nationalkomitee merci soen, dat mich mandatéiert huet, iwwer ein Thema zu schwätzen, den lo vielleicht net zukunftsentschädend ass fir Letzebauer Land, nämlich das Thema vun der Trennung vu Kirche und Staat. Men as awer symbolisch, an dufir sind ich froh, dat ich pu Wort drüber verlieren, iwwer der weis, wie das Regierung mat de Leiit hier am Land umspringt. Wie Gambia ugetrat ass, du hätten sie die Ambition, alles besser zu machen. Zu dem, was sie wollte besser machen, huet doch das Thema Trennung von Kirche und Staat geheiert. Dat war schon von der Regierung virdro no gepackt gin. Und ich meine, es war auch parteiübergreifende Konsens, dat der manche Punkten Reformbedarf geif bestoen. Was hat Gambia aber gemacht? Sie haben gesagt, sie gingen die froh an dem berühmten Referendum zur Diskussion stellen, zur Abstimmung bringen. Muss ich sagen, dass die Trennung von Kirche und Staat, darüber kann ich dich lang diskutieren, weil das so vielschichtig wird, Friedend Leute. Da sind dafür Trennung von Kirche und Staat. Ja, sieht Frieden das dafür. Mir noch gesagt, dass das teilweise Verquickung, die soll abgelöst gehen. Die Frage ist aber, wie meine ich das? Sind ich bereit, das am Konsens zu machen mit all denen, die betroffen sind? Oder meine ich Druck? Strehendem Bistum, wir stellen das hier am Referendum zur Diskussion, und da werden wir mal gesehen. Der Bistum hat dieser Meinung noch große Fehler gemacht, hatten sie ja Presse gelost wird, weil sie hatten bei der feierten Frau genauso eng bei den Deckel gekriegt, wie sie bei den 3 anderen bei den Deckel gekriegt. Die 3 Hauptfragen, die da sollten entschädigt gehen, da denen das Gehälter von der Minister der Köte, ein paar Steuern, weißt wie weiter das interpretiert wird, das steht an der Verfassung. Da tun sie ja so weit gelesen, doch, weil der Bistum da sehr angelenkt hat. Da hat Leifren für den Letzebauer Staatsbudget so viel ausgemacht, dass sie schon konnten eine Gehaltserhöhung für die Staatsbeamten durchziehen und eine Steuerreduktion für das ganze Land dabei. Der Punkt ist ja dann mal vom Tisch. Dann immer die vom Religionsunterricht, wo wir der Meinung sind, dass ein Bistum auch viel zu sehr noch gehen hat. Und dann die Frage, die im Moment Welle schlägt, von der Aufschaffung von den Kirchenfabriken. Wie gesagt, das ist vielleicht nicht weltbewegend, mit weiß aber, der weiß, wie die Regierung mit der Problematik umspringt, wie sie über das Interesse von den Leuten und die Meinungen von den Leuten weggehen. Das ist ein grosses Feld. Die Kirchenfabriken sind 1809 durch den Napoleon per Dekret angefordert gehen, für die finanzielle Sicherheit von den Kirchen zu garantieren, dass die Edifice sollen können an der Reihe gehalten gehen, dass Service religiös sollen können gehalten gehen und so weiter. Das besteht schon über 200 Jahre. Da sind Strukturen gewusst, die so gut funktioniert haben. Was sieht die Regierung, wir schaffen doof? Kann ich noch an einem Ausland, dass das geschieht, mit Bedacht drüber, kann ich mit den Konzernierten schwätzen, kann ich am Dialog Lesungen sichern, wo ihr Reformen möchte, so wie das Syndikat von der Kirchenfabrik in der Sifal das verlangt, dass die Einzelkirchenfabriken zusammenlegen an Unitäten, die groß genug sind, dass sie ihre Gestion ordentlich machen können. Und da kommt das Subsidiaritätsprinzip ans Spiel. Das ist nicht irgendetwas. Das Subsidiaritätsprinzip ist ein europäisches Prinzip, das zwingend eigentlich appliziert gehen. Und die sieht, dass
Responsabilität an Decisionskraft, Decisionsstrukturen so weit wie möglich innen sollen funktionieren. Und da ist auch der Streit, der in dem Moment lebt, wo es darum geht, ob das soll von innen abgebaut sein, das heißt, das reformiert dann fusioniert Kirchenfabriken. Hier Affäre selber sollen gerieren. Sie sind die Terra sind, sie sind die wissen, wo der Chance trägt, wo muss investiert gehen, was muss gemacht gehen, für das ist Kirchen, und das hat ja nach ein ganz anderer Envergure wie die vom Service religieux, dass sie Kulturdenkmäler, die von diesen Vierfähren ganz Tag mit großer Affenbereitschaft opgericht ze ginn. An ich erlaub mir auch darüber raus, bis Schiedfrieden kann ja gelesen werden will, der Schiedfried geht an Mass oder geht nicht an Mass, um mich Schiedfried wie will. Ich will auch darauf hinweisen, dass wir an einer guten Zeit leben, wo wir auch vieles zu beklonen haben. Mit der dann diese lange Geschichte, da wo auch ganz andere Zeit gegeben hat. Und dass sich an diese Kirchen Dramen aufgespielt haben, wenn in der so bald kann sagen, an Zeiten, wo Seuchen geherrscht haben, wo Krieg an Not, an Hungersnot waren, alles, aber wo die Leute erst vierfahren, auch mehr geherrscht sind, Trost und Kraft da fanden. Wie gesagt, Schiedfrieden kann davon erhalten, was er will, mit das ein historisch Vorrecht an, wir haben eine verdammte Fliegerschuldigkeit. Dat Iwen war dies Vierfahren is hanne losen an der Reitsaale. Wann man dat nëmi im Stand sinn, dann soll man abhaken. Wat fëllten Herr Kersch? Geht sogar so weit, dat d Gemengen Autonomie erfrostellt. Hien de fréiere Bürgermeister vum Monrich seet net Gemengen déi derfen Lohn nëmi dozo beisteuern. War das dann dat nächst krit der Footballterra auch net mi vun der Gemeng subventioniert gin. Da muss Footballkleber in Zukunft, wann se willlle spielen, der Gemeng eng Redevance bezzuelen Alkees van se op den Terra gin. Den Herr Kersch erlaubt sich do eng aus der Sicht vun der Verfassung eng Violation vun der Verfassung, die net zulässig ass. Hien huet, an dat das auch witzig, dem SIF-Fall war de freiwilligen Summeschluss ass für Kirchfabriken, wo mir d Versammlungsfreiheit und Gewerkschaftsfreiheit hier am Land tun, die auch verfassungsmäßig garantiert ist, recht aufgestritten für überhaupt dürfen am Numm von den Kirchfabriken an Aktion zu treten. Man soll das mal beim OGWL probieren. Frank Arroganz muss ein hun für an engem Land, wo wie gesagt Versammlungsfreiheit an Freiheit von Assoziationen besteht, wo jo is Gewerkschaften alle Gudruppe gründen. Für so nee, dir aber nicht. Vielleicht war dir als uns an Kirch geht oder doch nicht, ich weiß nicht. Hier ist ein Kulturkampf entbrannt. Ich musste Sie von Hayas felicitieren für die ganzen Marschen, die sie gemacht haben. Ihr wisst, dass sie eine ganz bedeutende Verfassungsexpert aus der Welt, Professor Del Pire, gefragt haben, den praktisch allkeers von mir größer Verfassungsprobleme von der Regierung. Und sie von der Chamber gefragt, gehen als für seine Wie zu schreiben. Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Herr Del Pire gesagt hat, hat noch nie so schappigen Text in der Nähe gehabt sind, dass hier sich um Juristerei kümmert. Ich meine, das seht schon ganz viel. Aber was seht ihr noch? Die könnt ihr Pferd nicht von Hand absiedeln. Es sind Sachen, die sie bei in der Verfassung verankert. Und es gibt ein eisernes Prinzip, dass das den, wenn ich Gesetze will ändern, die auf Verfassungsartikeln basieren an die konträr zu dem sie wird an der Verfassung steht, da muss ich für dich die Verfassung ändern und da kann ich richtig Gesetze ändern. Hier geht es umgekehrt. Und Herr Del Pire schreibt daran, mal, wie für dich muss den an den Punkt an der Verfassung geändert gehen, ehe der überhaupt könnt an den legislativen Prozess gehen. Du könnt CSV anspielen. Ich bin ferner dankbar, dass ein bisschen über CSV geschwert wird. Weil wir laufen vielleicht das soll in Europa so, muss in Leiter doch so. Das Risiko, dass man bei den nächsten Wahlen, dass Leute so, ja, man muss aber nur nicht gehen und da muss man CSV stärken. Nee, wenn sie gerne eine andere Politik hätten, dann geht es nicht mehr, wenn der gestärkt wird.
sos mischt CSV no awerm just wéi se wëll an soll dee vun denen, die lo die komisch Politik machen mat an Regierung. Mit Verfassung muss ich wissen, die kann nëmme geändert gi mat Tëlle vun der CSV. Da soll CSV, wann ich lief an dëser froh, die jo den C betrifft, moll Pfäf bekennen. An Plätz dat ze wie an all dee froh fir Drun, wo do Werte gangen ass, ëmmer eng wischi Politik gemerk huet, dann dodurch dat ze wat Juncker jo grosse Spezialist an, dat ze dammer enger zwielig die Erhaltung egentéi sich dadurch gewuselt tun. Wat das lo de lächten die lächte Entwicklung, dat weist ja awer alles. Seg bestimmte Moment, an Di wisst, wieviel Streitet töcht de Kirchfabriken an dem Bistum ginn huet, weil de Bistum morgen glücklich opréiert huet, dat so in aller Deitigkeit soen. Diesen Herr Erzbischof huet sich vun engem Generalvikar, den die Seire aus dem Stöps gemacht hat, wie gesinnet wat verbrach hat, op Deisfeiere gelos, will awer lot Gesicht net verleieren, an dufir hunn se gemauert. Lo as awer Gott sei Dank Gespräch an Twee kom, weil net firdro refuséiert wie überhaupt am Ziffer muss ich nicht firstellen. Just die Leute, die Terra sich fir Kirchen ersetzen, sich Kirche bekümmern, a ganz viel Länder Sachen unermerken, de Jamente vun der Kirche sinn refuséiert mat den Repräsentanten zu schwätzen, dat ja unmöglich. Melo as Gespräch an den Gang kom, den Herr Kersch seht, ja da mat de Gens, a wann die Regens geht, da steht Regierung, da ste ich net an de Face. Dat as lo getrat. Lo sind die 2 Seiten sich eens gin, Kirchenfabrike gin net doof geschäft. Me se gin ze Summe gelert, ze gi moderniséiert an allem och wat Kontabilitéit belangt, Kontrollen belangt vun der Kontabilitéit so weiter als fort. All Mënsch kann dommer de liewen. Wat geschiet lo? Se der Kersch nee. Dat geht net. Dat geht iwwer d Konvention raus. Seet fir dicht mat de Gens, dann akzeptéiere mir dat. An sobal wie dése Gens gemacht und da se neen is net mat d'accord. Ech will Gen zu, dat még perélicher privat Iwerzeung. De klenge Napoleon vu Monnerich. De klenge mëchte gern Napoleon vu Monnerich, huet sich an de Kap gesät, fir an de Schiiert vun dem grossen Napoleon Bonaparte ze treden, a fir dat wat dee fir hun iwwer 200 Jaar aggefeuert huet, a wat bis so gut funktioniert huet, fir dat kënnen ofzeschafen. Hier wëll an Lützeburger Geschicht agoen, ech hunn Kirchefabriken ofgeschärft gesider, wat ze nicht fir en Dichtien, firrun hunn der filet probéiert hunn net fertigspurt, ech hunn net fertigspurt. Wëser wat ze fertigspurt hunn. Streit a Comeédie an d Land ze droen, deem Guer net gebraucht hätten. Son Religionsunterricht aufgeschärft. Wie gesagt, jitré kann lewe wette wëlt. A jitré mich dadurch. Wir sind an einem freie Land am und Religionsfreiheit. Wir haigin bewusst Wurzeln von dieser christlicher Tradition aufgeschnitten. Von dieser Kanner weiß ja no Chemie, wer Dostre, wer Christen, wer Pechten, und ich weiß nicht, was bedeutet. Als eng Ideologie, die zerstörerisch ist, an den nicht radikal genug kann zurückweisen, Weg. Das will mir, dass sieht, Reforme ja, aber nicht so. Erstens brauchen wir Zeit, schon als kleines Beispiel just das von den Kirchen. Proprietäten von den meisten Kirchen hätten sich klären gelassen, wenn er Zeit gehabt hat, für Takte sichern zu gehen und zu gucken, wie das Ganze entstanden ist. Wir haben einfach gesagt, nein, den muss ich entscheiden. Da gingen Ultimate gesagt, 1. Januar, die gingen dann ab 9. Oktober fegen zu, weil die überhaupt nicht möglich ist. Direkt mussten Konventionen gemacht, sonst fliehen die an den Fonds und so weiter. Dem Mann, den lassen eine Arroganz, die einfach unschlagbar ist. Und da muss ich vorstellen, wo ist dann eigentlich den Herr Kultusminister? An den Herr Kulturminister, weil hier geht es um den Kultus, hier geht es um die Kultur. Wenn eine neue Regierung kommt, da können den Arrêté Grand Ducal, wo die Responsabilität und Zuständigkeiten für die Minister festgelegt werden. Sie setzen sich einfach drüber weg. Den Herr Kerch spielt Staats- und Kulturminister, Kultusminister. Wo ist Herr Büttel? Wo ist die P?
en er Sënne gedaucht. De leiste Kerch fudderen an der Hoffnung, dat Leiit net mat kreien, dat sie an der Regierung sinn er mat responsabel se fir de Sakrileg den lo geschiet. Man derwich bëssen ironiseiere, wann den Innenminister Locher fir d'Reliun, fir de Kultus, fir d'Kultur zoustänneg ass, da proposéiere mir, da soll noch Landwirtschaft an de Weibau mat beihoelen, weil dat as och Innenpolitik kann noch den Unterricht mat machen, der Schecken wat Mai Jo an Pensionioun, weil den Unterricht as och Innenpolitik, kann den Transport machen, der Scheck mat de Bauch an de Bëch, dann dat das auch Innenpolitik an der kann an engems Justiz nach mat machen, weil der tötechten so Moment zu tun. So ich ha lo ich könnte eine Stunde lang schwätzen. Mir gingen net jede Fall ernstcht mehr, mir gingen net besser machen, mir gingen mat de Leiit schwätzen, aber mir gingen dat versichern ze erhalen, wat gut funktioniert huet, mir gingen net wohl reformieren, mir gingen aber net alles so frappen. Wat bis lo gut funktioniert huet, me ginge fir an allem dee Leiit, die am Benniveau lät, dat muss noch so. Die wielo am Benniveau lät en gut erwich gemerk hun de Respekt an Kind bringen, dens verdingt mit des Regierung huet ke Respekt fir dee Leiit, die schaffen, fir dee Leiit, die sich dobausen engagieren, is so nicht mehr.